bin die Annette Segerer und mit Weiß-Blau heute in Sachen Kultur rund um Bad Reichenhall unterwegs. Jetzt bin ich in der Predigtstuhlbahn auf dem Weg nach oben, nach ganz oben, auf 1613 Meter. Schönen Tag noch. Vierte, gell? Die Kreisstadt Bad Reichenhall hat so 17.000 Einwohner und liegt im Landkreis Berchtesgadener Land. Der Kurort ist 2001 als erste Stadt in Deutschland zur Alpenstadt des Jahres gekürt worden. Das Salz und seine Sohle, Quellen und Bäder haben Bad Reichenhall berühmt gemacht. Deswegen war es auch immer Anziehungspunkt für die feinere Gesellschaft. Und da hab ich mich nicht lumpen lassen und mir auch den feiner Zwirn angezogen. Aber Wechselwetter ist heute auch angesagt. Die Predigtstuhlbahn heißt auch die Grande Dame der Alpen. Und mit der Grande Dame des Predigtstuhlrestaurants bin ich jetzt verabredet mit Frau Marga Posch. Frau Posch, seit wann kennen Sie den Predigtstuhl und die Predigtstuhlbahn? Ich kenne den Predigtstuhl, seit ich Kind bin. Also ich bin auf alle Fälle mit 6, 7 Jahren schon mit meinem Papa zum Skifahren herumgegangen. Also wirklich von der Kindheit an. Zum Skifahren war aber ganz Reichenhall herum. Also wirklich jeder in Reichenhall hat da herum Skifahren gelernt. Ist die Predigtstuhlbahn, ist das wirklich die älteste Seilbahn der Welt? Die Seilbahn ist die älteste im Original erhaltene Großkabinenseilbahn der Welt. Ja. Und gehört zu den 10 spektakulärsten Seilbahnen der Welt. Das auch noch? Seilbahnen der Welt, ja. Das auch noch. Und seit wann kennen Sie dann das Restaurant da herum? Also das habe ich dann später erst kennengelernt, Anfang der 60er, 61, 62, wie ich da so zum Lernen da war, zum Praktikum. Da habe ich halt das Restaurant in der vollen Blüte, die Küche und das Restaurant in einer ganz tollen Zeit erlebt. Wie hat sich denn das Publikum verändert, das da raufkommt? Ganz am Anfang war das ja ein sehr mondänes Hotel. Das war das modernste Hotel Deutschlands, also das erste Hotel in Deutschland, das in jedem Zimmer Telefon hatte. Es war eines der mondänsten Hotels Deutschlands, Anfang der 30er Jahre, also 28, wie es gebaut worden ist. Und dann natürlich durch die Weltwirtschaftskrise hat sich das dann noch mal verändert. Da waren dann nur ganz, ganz elitäre Leute da. Und naja, dann hat sich die Zeit ja verändert. Und wann haben Sie hier das Regiment übernommen? Ja, so, nein, das ist nicht so, dass ich das Regiment habe. Nein, das hat als erste meine Tochter. Ach so. Ja. Das ganz Besondere ist, dass wir alles noch haben von früher und dass der Stil ist uns schon sehr wichtig. Klar, die Küche und die Angebote werden modernisiert. Dass einfach ein bisschen eine schöne Gaststube, Restaurant ist. Macht ja einen großen Unterschied, ob man jetzt auf eine Hütten fährt oder ob man in ein Restaurant geht, oder? Nein, wir haben ja die Hütten in der Schlegelmulde, die kennen Sie noch nicht, gell? Nein, die kenne ich noch nicht. Wir haben ja die ganz schönen Hütten. Also Sie haben die Alm und das Restaurant und das ergänzt Sie dann quasi, oder? Ja, das ergänzt sie hervorragend. Die Mulde ist ja der richtige almreiche Heu, hat sonst eigentlich keine Alm. Es ist eine große Bereicherung für die normalen Tagesgäste. Die waren in der Mulde und dann vorm Runterfahren nur ein Cappuccino auf der Terrasse, das rundet den Tag wahnsinnig gut ab. Also wenn man die Sonnenterrasse nicht gesehen hat, dann darf man eigentlich gar nicht wieder runterfahren. Die Aussicht vom Kaminzimmer von der Terrasse, die muss man wirklich unbedingt gesehen haben. Frau Posch, dann sage ich vielen Dank für Ihre Zeit. Hat mir sehr gefreut. Und jetzt vom Höhepunkt Predigtstuhl zu anderen Höhepunkte der Stadt Bad Reichenhall. Die alte Saline in Bad Reichenhall. Ein Industriedenkmal, erbaut im Jahre 1838 durch den berühmten Baumeister Friedrich von Gärtner.
Wie kein anderes Bauwerk zeugt sie von der früheren Bedeutung Bad Reichenhalls. Im Mittelalter war Reichenhall der größte Salzproduzent im gesamten Ostalpenraum. Salz hatte damals einen ebenso hohen Stellenwert wie heute Erdöl. Jede Gesellschaft war auf Salz angewiesen. Die Alpensohle schuf auch die Grundlage für den Kurort Bad Reichenhall. Salzluft, die bei der Herstellung von Salz frei wird, ist gut für die Gesundheit. So entstand die Idee, in Reichenhall eine Sohle- und Molkekuranstalt zu errichten. Das erste Kurhotel war das Axelmannstein, erbaut 1846 an der Stelle, wo heute das gleichnamige Grand Hotel steht. Gleich nebenan befindet sich das Hotel Luisenbad von 1864. Hier war die Keimzelle des Kurortes, der schon bald ein mondänes Publikum anzog. Kurdirektorin Gabriela Squara weiß warum. Der bayerische König kam, hat hier Sommerfrische Aufenthalt genommen und hat seine ganze Verwandtschaft und seine ganzen Freunde sozusagen hierher gebracht. Denen hat es hier so gut gefallen, die waren ja längere Zeit da, sind dann wiedergekommen, haben sich hier Villen gebaut und so ist der internationale Charakter damals entstanden. Das Gesicht Bad Reichenhalls wandelte sich von der Salinenstadt zum Weltkurort. Das königliche Kurhaus von 1900, purer Luxus im Stil des Barock und der Renaissance. Das Kurmittelhaus der Moderne aus den 20er Jahren präsentierte sich als Tempel der Gesundheit. Hier gibt es weiterhin verschiedene Kuranwendungen, wie beispielsweise Inhalationen mit Alpensohle oder Sohlebäder. Das Gradierwerk im Kurgarten wurde 1910 als Freiluftinhalatorium errichtet. Der 160 Meter lange Bau steht heute unter Denkmalschutz. Aus der Kaiser-Karl-Quelle in der Trinkhalle nebenan sprudelt die Sohle für Trinkkuren. Seine höchsten Besucherzahlen hatte der Kurort in den 70er Jahren. Seitdem hat sich einiges verändert. Ich glaube, dass unser Umgang mit dem, was uns gut tut, so verändert hat, dass es nicht darum geht, heute mondän zu sein, sondern heute so anziehend zu sein, dass sich jemand in der Alpenstadt Bad Reichenhall wohlfühlt, regeneriert. Ich denke, dass heute die Menschen in die Natur gehen, Alpensohle oder klassische Musik erleben wollen, in Jeans und Hemd. Also dieses mondäne Publikum von damals hat sich sehr verändert. An den Cafés und auf den Promenaden zogen viele Generationen vorbei. Der Ort blieb derselbe. Heute wirbt Bad Reichenhall mit seiner idyllischen Bergwelt und der Aura des einstigen Weltkurortes. Jetzt bin ich mitten in Bad Reichenhall, flaniere ein bisschen durch den Kurgarten und darf gleich noch Konversation betreiben mit dem Leiter des Stadtarchivs und Stadtheimatpfleger Dr. Johannes Lang. Herr Dr. Lang, wie ist eigentlich Reichenhall zu Bad Reichenhall geworden? Das, was Reichenhall, die Kultur und den gesamten Ort prägt, ist das Salz. Und das geht ja weit zurück in die Erdgeschichte. Und das ist das, was ja,
dazu geführt hat, dass die Menschen auf den Ort überhaupt aufmerksam geworden sind. Es hat dazu geführt, dass aus diesem Ort zu einem verhältnismäßig frühen Zeitpunkt, also schon im Hochmittelalter, wirklich eine verhältnismäßig große Stadt entstanden ist. Und das hat dazu geführt, dass letztlich auch dieser Ort zu einem Kurort geworden ist. Später hat man Solebäder angeboten, hat die Molkenkur, das war eine Trinkkur, angeboten und hat sich in erster Linie konzentriert auf ein gehobenes Publikum. Und das hat sofort eingeschlagen. Also ist Bad Reichenhall recht mondäner Kurort gewesen? Reichenhall hat zumindest einmal eine gewisse Klientel angesprochen und das spricht sich herum. Also im Jahre 1848 dann der bayerische König hier auch zur Kur gewesen ist und gewissermaßen dem noch jungen Bad seine Aufwartung gemacht hat. Da war es eigentlich geschafft, weil damit ist das Bad nobilitiert worden und hat sich herumgesprochen. Sind dann auch berühmte Leute nach Reichenhall gekommen? Ja, gerade eben auch intellektuelle Künstler, Musiker. Da fällt mir jetzt gerade momentan Gustav Mahler ein, der also nach der Jahrhundertwende hier war. So um die Jahrhundertwende war so diese Glanzzeit eigentlich auch Reichenhalls. Sigmund Freud beispielsweise, der auch hier zur Kur weilte. Jetzt sind ja viele Juden auch immer nach Bad Reichenhall gekommen. Wie war das dann in der Zeit des Nationalsozialismus in Bad Reichenhall? Also die jüdischen Kurgäste hatten hier eine gewisse Tradition, denn es gab hier ab den 1860er Jahren bereits beispielsweise jüdische Restaurants, es gab jüdische Bethäuser, ein jüdisches Schlachthaus. Also es hat eine gewisse Art der Infrastruktur gegeben. Und das war mit natürlich ein Grund, warum sehr viele Juden dann hierher gekommen sind. Ja, in den 30er Jahren gab es im Grunde genommen in Bayern nur 2 Orte, wo Kurgäste jüdischen Glaubens einigermaßen unbehelligt Urlaub machen konnten. Das war einerseits Bad Kissingen und andererseits eben Bad Reichenhall. Und die Nähe zum Obersalzberg, hat die eine Rolle gespielt? Die war insofern kein Thema, als Adolf Hitler Reichenhall im wahrsten Sinne des Wortes hier links liegen gelassen hat auf seinem Weg zum Obersalzberg. Er ist üblicherweise mit dem Flugzeug angekommen in Einring, in seinem gewissermaßen privaten Flughafen und ist dann mit dem Auto nach Berchtesgaden. Er hat damit Reichenhall durchquert, aber Reichenhall hat auch im Programm der Nationalsozialisten nie eine größere Rolle gespielt. Im Gegenteil, Reichenhall ist immer wieder auch noch weit in die 30er Jahre immer wieder angefeindet worden, solle sich doch mal emanzipieren von den jüdischen Kurgästen, soll ein Kurort werden mit nationalem Charakter. Herr Dr. Lang, vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne, sehr gerne. Und ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es schon gehört, im Hintergrund, da spielt sie die Philharmonie Bad Reichenhall ein. Und für Sie haben wir jetzt noch einen echten Konzertmitschnitt zum Ohren und Anschauen natürlich auch. Die Bad Reichenhaller Philharmonie hat eine lange Tradition. Gegründet 1868 war sie das erste feste Ensemble in Bad Reichenhall und diente zur niveauvollen Unterhaltung der mondänen Kurgäste. Das Charakteristische an der Kurmusik beschreibt Chefdirigent Christian Simonis. Eigentlich ist es ein Crossover, und zwar schon seit gut 200 Jahren, seit es auch die selbstständigen Kapellen sowie die Straußkapelle gab, die sowohl Symphonisches als auch Unterhaltendes gespielt haben. Und das war immer eine Einheit. Und dann, als man die Kurorchester gegründet hat, waren das ja alles Orchester, 40 bis 60 Musiker. Und da gab es eben alle Facetten, heute eben auch das Musical, Operette, die Opernfantasien. Kurmusik ist leicht, beschwingt, schafft ein Wohlfühlambiente. Von Anfang an wurden dafür hochkarätige Dirigenten nach Bad Reichenhall geholt. Das Ensemble besteht aus 43 Profimusikern und ist Deutschlands einziges philharmonisches Kurorchester. Die Bad Reichenhaller Philharmonie ist eigentlich das einzige Orchester, das noch dieses Repertoire wirklich in dieser Breite pflegt, also wirklich umfangreich pflegt und auch diese stilistische Vielfalt über die Jahrhunderte hat.
Und ich denke, dass dadurch, man sagen kann, in Bad Reichenhall ist immer musikalisch was los. Im Sommer finden die Konzerte der Philharmonie auch im Kurgarten unter freiem Himmel statt. Warum Bad Reichenhall ein eigenes Kurorchester unterhält, erklärt Intendant Stefan Hüfner. Man hat früh gemerkt, dass im Ort was anderes her muss als das Salz, auf das man sich bis dahin verlassen hat, weil es nicht mehr reicht wirtschaftlich. Und hat sich als Tourismusort, als Urlaubsort profiliert. Und das war dann ein Gedanke. Ich mache einen Urlaubsort, dann brauche ich eine Attraktion. Später kam dann der Badtitel dazu und zum Bad gehört die Musik. Also man kann nicht ein Badeort sein ohne Musik. Und dann hat sich das verbunden, hat sich das ergeben. Aber die Anfänge liegen in der freien Musik, wo Musiker in den Parks zur Erbauung der Gäste gespielt haben. Dem früheren Dirigenten Wilhelm Barth hat die Bad Reichenhaller Philharmonie viel zu verdanken. 1960 hat Dr. Barth erreicht, dass der Staat, der Freistaat Bayern, Geld dafür gibt, dass wir hier vor Ort mit dem Orchester einen staatlichen Kultur- und Bildungsauftrag ganzjährig erfüllen. Und mit diesem zusätzlichen frischen Geld über den Kurmusikauftrag hinaus war es möglich, das Orchester ganzjährig spielen und eben auch einen Auftrag erfüllen zu lassen, der über die Kurmusik hinausgeht. Eine magische Anziehungskraft geht von dieser Kurmusik aus. Nicht umsonst lockt sie bei Veranstaltungen wie der Kurgartenbeleuchtung so viele Zuhörer an. In der Kunstakademie Bad Reichenhall, die in der alten Saline untergebracht ist, bin ich jetzt verabredet mit der Direktorin, Frau Dr. Brigitte Hausmann. Die Kunstakademie wurde bereits 1996 gegründet, also institutionalisiert. Voran gingen eigentlich so erste Versuche mit einer Sommerakademie hier. Aber dann hat es gleich, nachdem das sehr erfolgreich war, eine Konstanz angenommen und wurde dann eben eine wirkliche Institution. Das andere ist, wir sind aber eben keine staatliche Kunsthochschule, sondern wir sind eine Einrichtung, die allen Menschen offen steht. Was für ein Klientel wird angesprochen und was ist das Besondere an der Akademie hier? Also an staatlichen Kunsthochschulen gibt es Barrieren, sonst gibt es auch oft eben Altersgrenzen zum Beispiel. Bei uns ist jeder willkommen, ob Anfänger, Fortgeschrittener, ob 20-Jähriger oder 60-Jähriger. Jeder kann hier den Einstieg finden, einen Kurs buchen. Und wer lehrt hier? Ja, aktuell haben wir zwei ganz wunderbare Dozenten mit der Frau Trojnarski, Angelika Trojnarski. Sie hat selbst bei Markus Lüpertz studiert und bei Jörg Immendorf, war dann Meisterschülerin bei Andreas Gurski. Und sie deckt einen Bereich ab, Collage in Verbindung mit Malerei und vor allem mit experimentellen Haltungen eigentlich im Bereich Licht, Material und so weiter. Das hört sich alles recht spannend an. Darf ich mich da mal umschauen? Ja, sehr gerne. Habe ich Sie jetzt vertrieben? Nein, nein, nein. Gut. Darf ich kurz stören? Ja, gerne. Kommen Sie. Wie ist denn das, wenn man selber Künstlerin ist und dann ist man auf einmal Dozentin?
Also dieser Seitenwechsel, dieser Perspektivwechsel ist sehr herausfordernd. Bei diesem Wechsel ist man konfrontiert mit vielen anderen Positionen. Und aus jeder Position muss man dann aber sehen, wo geht's hin, wo sind die Probleme, wo könnte ich denn helfen, wie kann ich in den Gesprächen Ideen rüberbringen, wie kann ich die Kursteilnehmer inspirieren und denen einfach einen Weg aufzeigen. Das hört sich nach intensiver Arbeit an. Kann man sagen, auf was am meisten ankommt? Also ich sehe so zwei Schwerpunkte. Das ist einmal natürlich die praktische Arbeit, die aber von Gesprächen begleitet wird. Es gibt Einzelkorrekturen, es gibt Gruppenkolloquien. Wir besprechen aber auch andere Künstler, andere zeitgenössische Künstler, die innovativ mit dem Medium Collage umgehen. Und wir reden auch darüber, was kann man aushalten an Problemen, was kann man stehen lassen, zum Beispiel auch eine leere Fläche oder unbehandeltes Blatt Papier ist nicht per se schlecht und manchmal braucht das die Arbeit. Also einfach praktisch arbeiten und darüber sprechen, das sind so die zwei Pfeiler in dem Kurs. Macht Spaß? Ja, aber es ist auch wirklich harte Arbeit. Kunst ist schön, aber macht auch Arbeit. Dann störe nicht weiter bei der Arbeit. Sag vielen Dank. Schön. Ciao. Und jetzt zum Wolfgang Binder mit seinen Gedanken zu Bad Reichenhall. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass bei uns zu Hause der Namenstag genauso groß gefeiert wurde wie der Geburtstag. Gerade im katholischen Bayern gilt der liturgische Gedenktag des Heiligen, dessen Namen man trägt, als ein ganz besonderer Tag. Ich zum Beispiel habe am 31. Oktober Namenstag, am Fest des heiligen Bischof von Regensburg. Am 4. Mai wiederum ist der Namenstag vom Florian, einem christlichen Märtyrer aus dem 4. Jahrhundert. Und der heilige Florian ist ja wiederum der Schutzpatron von allen Feuerwehrleuten. Heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andere an, heißt es ja so schön in einem Spruch, wenn man den heiligen Florian um seine Hilfe bittet. Ob die Reichenhaller in der Nacht vom 8. auf den 9. November 1834 diesen Spruch gerufen haben, ist nicht überliefert. Fakt aber ist, dass eben in dieser Nacht die Salinenstadt Reichenhall von einem verheerenden Feuer heimgesucht und fast komplett zerstört wurde, bis auf ein Stadtviertel. Hier die 29 Häuser rund um den Florianiplatz, die blieben verschont. Schicksalshafte Deutung, höhere Fügung, Gottes Wille oder großes Florianwunder. Wahrscheinlich hat der Wind im richtigen Moment gedreht und auf die Art und Weise wurden die Häuser hier verschont. Aber wie schön, dass es gerade der Florianiplatz war. Heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andere an. Da ist der Spruch nun mal wirklich aufgegangen. Am 16. Mai übrigens ist der Namenstag vom heiligen Nepomuk. Und der Spruch zu ihm heißt, im Bayernland auf jeder Bruck steht der heilige Nepomuk. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Der Weltmarktführer in der Herstellung von Mozartkugeln sitzt nicht in Salzburg, sondern da, in Bad Reichenhall. Die Firma Reber produziert 500.000 Mozartkugeln pro Tag. Und ein paar davon, die nehme ich jetzt mit als Mitbringsel. Grüß Gott. Ich hätte gern so eine große Packung Mozartkugeln, bitte. Ja, da hätte ich da was drin. 20 Stück. Wunderbar, da ist für jeden was drin. Soll ich das Geschenk verpacken? Ah, nein, die nehme ich so mit, danke. Dann haben wir 14,75. Ja, einen kleinen Moment. Ja, und ich widme mich jetzt dem Herrn Mozart. Und für Sie gibt es ein bisschen Shakespeare in einer Inszenierung der Theater AG des Karls-Gymnasium hier in Bad Reichenhall. Jetzt habe ich das Geld vergessen. John
Die Theater AG des Karls-Gymnasiums Bad Reichenhall. Seit 23 Jahren begeistert sie das Publikum mit Theaterstücken und Musik. Ihre Aufführungen im Kurgastzentrum sind regelmäßig bis auf den letzten von über 600 Sitzplätzen ausverkauft. Studiendirektor Helmut Russecker hat das Projekt ins Leben gerufen und betreut es seither. Also wir haben ganz klein angefangen. Das war im Herbst 1991, als 5, 6 Schüler ungefähr zu mir gekommen sind. Da war ich noch fast ein Anfänger, ein Studienrat, der frisch am Karls-Gymnasium war. Und die wollten Theater spielen. Da gab es schon 2 Theatergruppen bei uns, die waren nicht mehr aufnahmefähig. Dann haben wir eine dritte begründet und so ist das losgegangen. 60 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 10 bis 12 machen voller Begeisterung in der Theatergruppe mit. Auf der Bühne stehen, vor den Leuten zu reden, man steht selbst im Mittelpunkt, alle schauen auf einen. Das inspiriert einen einfach insgesamt. Ich finde es toll. Geht schon viel Freizeit drauf, vor allem auch vor den Aufführungen in den Ferien haben wir jetzt immer sehr viel geprobt. Ja, aber man opfert halt dann noch auch gern die Zeit, weil man halt weiß, man hat eine große Rolle, man hat die Ehre, hier auf der Bühne zu stehen. Aber es kostet viel Zeit. Ja. Das muss man aber wollen. Und ich glaube, wir wollten das auch alle. Wir wussten, dass es viel Zeitaufwand ist und wir machen das gerne. Der Kaufmann von Venedig. Ein Stück von William Shakespeare in der Inszenierung der Theater AG. Eine Besonderheit am Karls-Gymnasium, die Schüler wählen ihre Stücke selbst aus. Der 19-jährige Daniel Pöpsl hat den Kaufmann von Venedig vorgeschlagen. Er verkörpert den Juden Shylock. Es hat ganz viele Hauptrollen. Der Text ist relativ gleich verteilt auf fast 11 Leute. Das ist selten und sonst, weil es halt ein wahnsinnig modernes Stück ist, weil es um Vorurteile, um Antisemitismus geht und finde ich einfach spannend, was Modernes auf die Bühne zu bringen. Seine Geistesblitze sind Bassanio ist ein Lebemann, der sich in die junge Adelige Portia verliebt, für deren Brautwerbung ihm jedoch das Geld fehlt. Und davon schließt auf meine Zuneigung, von der mir heute zu reden, du Antonio ist sein bester Freund, ein venezianischer Kaufmann, der ihn unterstützen möchte. Dafür muss er aber selbst Schulden bei dem jüdischen Geldverleiher Shylock machen. Aus Ressentiment gegenüber Christen schlägt Shylock einen grausamen Handel vor. Vertragsurkunde sei als Buße festgesetzt. Sei als Buße festgesetzt. Nun ja, als Buße festgesetzt. Sei als Buße festgesetzt 1 Pfund von ihrem feinen Fleisch herauszuschneiden, von welchem Teil von ihrem Leib mir passt. Haha, haha. Hast was von seiner Vater? Die Schüler sind keine Profischauspieler. Was zählt, sind Lernprozess und Teamgeist. Ich kann die Schüler vielleicht anleiten. Ich kann etwas freilegen in ihnen. Ich will natürlich auch nichts in sie reinlegen, was nicht in ihnen drin ist. Ich denke mir, ich bin einfach jemand, der Begabungen von Schülern weckt und freilegt. Bei der Brautwerbung kann sich Bassanio gegen die Konkurrenz seiner Mitbewerber behaupten. Verpflichtet mich zu dreierlei. Das ist das Fräulein, alle Welt erzählt. Hier aber liegt ein Engel, ganz und von tief drin im goldenen Bett. Er erobert Portias Herz und darf sie nach mehreren Schicksalsfügungen heiraten. Am Ende gibt's ein großes Finale. Vor allem für die Schüler nach einem Jahr intensiver Proben. Ich bin jetzt an der Steigenberger Akademie Bad Reichenhall. Der berühmteste Absolvent dieser Hotelfachschule ist Alfons Schubeck. Und der ist auch heute noch der Schule eng verbunden. Verabredet bin ich jetzt mit der Studienberaterin Linda Pfeiffer und dem Fachpraxislehrer Wolfgang Rieder. Hallo Frau Segerer, schön, dass Sie da sind. Grüß Gott, Frau Pfeiffer, ich freue mich auch.
Frau Pfeiffer, was kann man denn eigentlich da an der Steigenberger Akademie alles lernen? Also da bieten wir eigentlich alles an, was mit Hotel- und Touristikwesen zu tun hat. Das bedeutet, wir haben da verschiedene Ausbildungsgänge in dem Bereich, haben auch Weiterbildung für diejenigen, die schon eine abgeschlossene Berufsausbildung haben und Berufserfahrung mitbringen. Und was ist das Besondere hier in der Akademie? Also ganz besonders würde ich sagen, ich bin auch ehemalige Schülerin, ist, dass es hier sehr familiär ist. Wir haben insgesamt 300 Schüler und Studenten vor Ort. 300 ist familiär? Ja, also dementsprechend sind die Klassenstärken auch klein und die Beziehung zum Lehrer ist auch ganz anders. Grüß Sie Gott. Hier ist der Herr Rieder, ein Praxislehrer von uns. Aha, der Herr Lehrer. Genau. Was ist denn für Sie das Besondere da an der Akademie in Bad Reichenhall? Eigentlich war unsere Schule geführt ist wie ein Hotel. Also wir haben ja schon eine Rezeption. Also wir sind sehr praxisgebunden. Und das sieht man gleich im Restaurant. Wenn Sie Interesse haben, gehen Sie gleich mit, dann zeige ich Ihnen das, wie es funktioniert. Dann mache ich das. Dann Frau Segerer, ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Danke. Und dann noch einen schönen Tag. Tschüss. So, das ist unser Restaurant. Die Steffi riecht gerade her fürs Abendessen. Wir haben heute ein 5-Gänge-Menü. Ja. Und, Steffi, passt alles? Ja, es ist noch nicht ganz perfekt. Wir müssen jetzt die Abstände noch ein bisschen angleichen. Die Abstände von was? Genau, es ist sehr wichtig, dass man da auf die Abstände zwischen dem Bauch vom Glas quasi schaut. An dem tut man Abstand messen und nicht da unten. Das macht man nicht. Also das ist ein 5-Gänge-Menü, oder? Genau, Ja, 5 genau. Gänge haben wir. 1, 2, 3, 4, 5. Das hier gibt es auch noch. Und was machen wir mit dem Dessertbesteck? Das ist auch noch was ganz Besonderes. Man muss, wenn das Dessert kommt, also das ist ja dann schon alles weg, muss man sich vorstellen. Dann geht man zum Gast und man zieht quasi den Löffel, der kommt da auf die rechte Seite runter. Deswegen zeigt der Stiel auch genau schon in die Richtung. Und die Gabel, die zieht man dann von der Seite eben runter, dass der Gast quasi gleich anfangen kann, wenn er das Dessert kriegt. Genau. Und loslegen. Genau. Also man kann am Besteck schon sagen, was es alles gibt. Genau, richtig. Da kann man eigentlich schon erkennen, welche Auf was Gänge man sich das gibt. reinkommt. Genau. Und was ist jetzt bei den Glaseln noch wichtig? Das ist das Hauptgangmesser. Und über dem Messer steht im Prinzip immer das Glasl. Also nach dem Messer vom Hauptgang richtet Genau, sich alles aus? das ist praktisch das Richtmesser, beziehungsweise sagt man halt Richtglasl. In dem Fall haben wir gesagt, okay, wir haben heute Rotwein zum Hauptgang. Dann habe ich praktisch zum Hauptgang Messer, passt jetzt genau drüber das Rotweinglasl, daneben das Weißweinglasl und das Wasserglas. Und wenn ich jetzt aber nicht ein 5-Gänge-Menü aufkocht daheim, sondern ein Hauptgang und möchte aber trotzdem schön eindecken, wo tue ich Gabel und Messer hin? Also wenn man in der Mitte die Servietten hat, dann tut man links die Gabel hin und rechts das Messer. Und wenn man die Servietten jetzt zum Beispiel da rechts hinlegt, kann man auch die 2 Besteckteile einfach da drauflegen. Das darf man auch. Aha, ist erlaubt. Und dann deckst du von innen nach außen und essen tust du genau andersrum. Eben. Von außen nach innen? Genau. Also Steffi, den Tisch hast du super schön eingedeckt, gibt es überhaupt nichts zu meckern, aber mit deinen Haaren haben wir doch was ausgemacht. Ja, genau, die können eigentlich zu. Okay, Darf man keine offenen Haare haben? Nein, das ist einfach nicht hygienisch. Wir sind in der 5-Sterne-Gastronomie, das geht einfach nicht. Die Haare können zurück, definitiv. Du. Also, bis die Gäste kommen, passt das. Genau. Und wir gehen auf ein Aperitif. Habe ich nichts dagegen. An die Bar, an die Bar. Dankeschön. Also den Aperitif, den gönne ich mir jetzt. Und Sie dürfen dabei einen Blick in die idyllische Bergwelt rund um Bad Reichenhall werfen. Aufbruch am Parkplatz Jochberg zur Zwieselalm. Jede Woche bringen freiwillige Helfer Proviant auf die private Hütte in 1386 Metern Höhe. Einen Zufahrtsweg gibt es nicht. Nur diesen steilen Pfad, der zu Fuß oder mit Eseln zurückgelegt werden kann. Nach einer Stunde ist der Aufstieg zur Hütte geschafft. Zur Begrüßung spendiert Hüttenwirt Andreas Potschacher den Helfern erst einmal einen Schnaps. Ja, anders geht's nicht. Alles rauftragen oder mit Träger, wie es halt ist so. Die haben einfach auch was über für da herum. Ja, die sind gern herum. Die nicht Augenzängel, wie man sagt halt bei uns.
Gell? Die Almhütte gehört seinen Eltern, aber Andreas führt sie mittlerweile. Die haben das wirklich 50 Jahre durchgezogen, da herum. Und sind wirklich also im Sommer herumgeblieben. Die haben für das gelebt, also so wirklich, die haben das genossen. Haben keine anderen Hobbys gehabt, nur da herum. Ja, man hat halt helfen müssen. Man hat halt viel mitgekriegt, viele Leute kennengelernt eigentlich. Es war eigentlich eine schöne Zeit. Jedes Wochenende verbringt Andreas neben seiner Arbeit als Schreiner auf der Hütte. Ist eigentlich die Familie fast. Das ist meine Frau, die Schwägerin, meine Tochter, vielleicht der zukünftige Schwiegersohn. Alle helfen. Die helfen alle mit. Von der Aussichtskanzel hat man einen eindrucksvollen Blick auf Bad Reichenhall. Im Jahr 1864 wurde die Almhütte zum ersten Mal erwähnt. Ihr berühmtester Gast war Kaiser Wilhelm II. Da war er allerdings noch Prinz. Die Ruhe und der Ausblick auf der Zwieselalm sind überwältigend. Ein Entrücktsein, über den Wolken schwebend. Andreas Potschacher hat eine Vision. Ich möchte es ja weitermachen. Dass es eine richtige Alm wieder wird. Das ist meine Vision. So richtig mit Vieh. Also können Kühe sein, Schafe, wie es war. So soll es sein. Das wäre mir das Liebste. Andreas Potschacher will die Zwieselalm wieder beleben. Auch kulturell mit Lesungen und Volksmusik. Andreas spielt auch selbst Gitarre. Ich habe jetzt eine musikalische Verabredung. Auf der Padinger Alm, oberhalb von Bad Reichenhall, kriege ich jetzt ein Privatkonzert von Eva Kastner und Sabine Schmidt. Ich habe angefangen natürlich mit der Harfe, mit Volksmusik und dann später mit so klassischen Stücken. Und dann bin ich in ein Alter gekommen, das heißt halt auch immer nur Pubertät. Und in der Pubertät war natürlich das nicht so cool und ich wollte halt einfach mehr grooven oder Gitarre spielen oder so. Aber ja, da hat sich einfach nichts ergeben und später habe ich dann einfach entdeckt, dass man mit der Harfe auch grooven kann. Also bei mir war es so, das hat einfach die Eva ins Laufen gebracht. Und vielleicht erzählst du mal das ein bisschen, wie das so gegangen ist, gell? Also letztendlich habe ich einen langen Hackbrettspieler gesucht, der mit mir zusammen musiziert, aber darüber hinaus natürlich das spielt, was ich möchte. Entscheidend. Das ist entscheidend. Ja, und das ist dann meistens gescheitert. Dann ist man zur Bühne über den Weg gelaufen und war musikalisch eben nicht vorbelastet. Da habe ich mir gedacht, na ja, vom Ausschauen her hat es passen, vom Alter auch. Kannst du ja mal fragen, ob es nicht Hackbrettel spielen möchte. Und das habe ich dann da. Das funktioniert. Also ja. Zwecks dem streiten wir nicht. Nein. Also, wie kann was da? Das sagen wir jetzt nicht. Man kann mit der Harfe, auch wenn man ruhige Töne spielt, die Seele berühren. Und Hackbrett kennen die wenigsten und dann vor allem auch so gespielt, wie es wir spielen. Das ist einfach total schön.
und von der vielseitigen Musik zu den vielseitigen Gedanken von Wolfgang Binder. Diesmal zum Tumsee. Im Sommer erwärmt er sich nur wenig. Hier der Tumsee, ein Juwel unter den Bad Reichenhaller Gewässern. Seen in der Bergwelt haben das nun mal so an sich. Das aber führt zum einen zu einer 1A Wasserqualität und zum anderen zu einem erfrischenden Wasserspaß an Tagen, an denen es wirklich heiß ist. Und vielleicht hat genau das ja Sigmund Freud auch gesucht. Denn im Sommer des Jahres 1901 weilte der Erfinder der Psychoanalyse und einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts für mehrere Wochen zusammen mit seiner Familie hier am Tumsee. Untergebracht waren sie damals im heutigen Seewirt, dem ehemaligen Anwesen des legendären Hofrates und Kurarztes Dr. Eugen Pachmayr, dem so ganz nebenbei der gesamte See gehörte. Und dieser Pachmayr hatte einen Sohn, auch ein Eugen, der damals mit seinen 15 Jahren die 13-jährige Mathilde, die Tochter von Sigmund Freud, kennenlernte. Es entwickelte sich eine Freundschaft, die bis in das Jahr 1910 andauerte und die aus Briefen und aus Postkarten bestand. Heute kommunizieren Jugendliche rund um die Uhr und das Smartphone ist für viele zum ständigen Begleiter geworden. Und wenn früher ein Zahnarztbesuch zu Schweißausbrüchen geführt hat, dann ist es heute ein schwacher Handyempfang. Nomophobie, No Mobile Phone Phobia, heißt die Krankheit, nicht ständig erreichbar zu sein. Diese Angst musste damals Mathilde Freud nicht haben, denn im Grunde war sie ja ständig erreichbar. Dass sie trotzdem nervös und ungeduldig war, lag an ihrem Freund und Briefpartner Eugen, der über längere Zeit mal nichts von sich hören ließ und sie ihn deshalb drängen musste, rascher und häufiger auf ihre Briefe zu reagieren. Und mit fehlendem Empfang hatte das damals nun mal überhaupt nichts zu tun, hier am Tumsee. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Ooh, what a glorious feel.